Hallo Ukulele-Fans, schön, dass ihr wieder da seid bei eurem Juke de la Dresen mit dem Wohlfühl- und gute Laune-Instrument Ukulele. Heute geht es um die richtige Haltung und um die richtige Stimmung. Die richtige Haltung ist klar, politisch gesehen, ja, kein Fußbreit im Faschismus. Die richtige Stimmung ist ein bisschen diffiziler, aber auch nicht viel schwerer zu lernen. Also die richtige Haltung der Ukulele heißt entweder traditionell hawaiianisch, wir nehmen sie hier vor die Brust, nehmen die rechte Hand, klemmen da die Ukulele hinter, dann ist sie schon ziemlich sicher, und links, dann haben wir sie richtig voll im Griff. Mit Gurt ist es natürlich ein bisschen leichter, dann hängt sie schon von vornherein richtig und es kann nichts passieren. Wenn wir auf einem Stuhl zum Beispiel sitzen oder am Lagerfeuer, dann kann man die Ukulele auch gut auf dem rechten Oberschenkel absetzen. Ich deute es jetzt mal mit dem Knie an, aus Platzgründen. Ja. Ups, dies hier ist jetzt mein rechter Oberschenkel, da setzen wir die Ukulele drauf und dann können wir locker spielen. Dann haben wir sie voll im Griff. Für Linkshänder gilt das gleiche, immer seitenverkehrt. Ja? Linkshänder wichtig, genauso wichtig wie Rechtshänder. Es gibt auch inzwischen Linkshänder-Ukulelen zu kaufen. Ob das viel Sinn hat, muss jeder Linkshänder selber entscheiden. Man kann ja auch einfach die Seiten andersrum aufziehen, dann hat man auch eine Linkshänder-Ukulele. Es sei denn, man hat jetzt so eine Ukulele, die hier so eine Aussparung hat. Ja? Die sieht dann beim Linkshänder, wenn sie oben ist, vielleicht nicht ganz so dynamisch aus. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Sucht euch aus, was zu euch passt. Hauptsache es macht Spaß. Ja, also, Stimmen ist gar nicht so schwer, wenn man ein Stimmgerät hat. Was Kleines hat inzwischen jeder Profi dabei. Das setzen wir da oben drauf, auf die Ukulele. Und dann sehen wir, ob es richtig klingt. Denn ich habe meine Ukulele ein bisschen vorher vorbereitet. Ich greife jetzt mal G-Dur und es klingt so. Nicht besonders schön, woran liegt's? Der Griff ist richtig, es klingt trotzdem scheußlich. Es liegt daran, dass die Saiten verstimmt sind. Und das korrigieren wir mit diesem tollen Instrument. Da oben ist eine Anzeige. Ah. Wir gucken jetzt mal, dazu brauchen wir ein bisschen Grundlage, nämlich die Tonleiter. C, D, E, F, G, A, H, C. Das Instrument nutzt uns nur bedingt etwas, wenn wir völlig entfernt sind von dem Ton, wo wir hinwollen. Wenn wir jetzt die G-Seite stimmen wollen und es zeigt E an, ja, dann ist die Frage natürlich, muss ich jetzt höher oder tiefer stimmen? Wenn man die Tonleiter hat im Kopf, weiß man E, F, G, muss ich also höher stimmen. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt gerade hier drauf haben. Ja, da ist ein F, das muss also ein bisschen höher. Da sehe ich schon ein G. Komm ein bisschen dichter ran. So, und jetzt drehe ich noch ein bisschen weiter, bis es grün wird. Ah, da war es schon grün. Muss ich wieder ein bisschen zurück. Da! Meine G-Seite ist gestimmt. Genauso machen wir es mit der C-Seite. Generell ist es so, weg vom Körper ist höher, hin zum Körper ist tiefer. Mal gucken, was uns die C-Seite sagt. Oder das Stimmgerät über die C-Seite. Ist ein C, aber zu hoch, weil der Ausschlag da nach rechts geht. Ja? Wir müssen also tiefer stimmen. Tiefer heißt zum Körper hin. Und das C stimmt. Nun nehmen wir die E-Seite als nächste. Da zeigt uns ein F an. Jetzt ist E zu tief. Korrigieren wir wieder. Jetzt stimmt das E. Und nur das G. Ja, hier sehen wir ein G da oben.
Hier vielleicht auch, aber da steht noch ein Kreuz dahinter. So ein Hashtag würden die jungen Leute heutzutage sagen. Dieses Kreuz heißt, er ist irgendwo G, aber irgendwo auch nicht, denn er ist einen halben Ton zu hoch für ein G. Deshalb müssen wir ihn auch tiefer stimmen. Ist immer noch ein Hashtag. Immer noch ein Hashtag. Da ist das G ohne Hashtag. Und schon ziemlich dick. Da hat schon das Grüne geleuchtet. Ja. Also, da war es gerade grün. So, das G stimmt auch. Tonleiter muss man wissen dafür und die Namen der Saiten natürlich, die wir spielen wollen. G, C, E, A. Es gibt einen sehr sinnvollen Werkspruch dazu, der heißt: Große Clowns essen alles. Ich möchte jetzt nicht die großen Clowns kränken oder so, aber man kann sich damit G, C, E, A merken. Große Clowns essen alles. G, C, E, A. Ja, wenn wir das gespielt haben, wenn alle Saiten stimmen, dann können wir loslegen mit unseren ersten Griffen. Für diejenigen, die jetzt hier gerade kein Stimmgerät haben, aber schon eine Ukulele, spiele ich euch jetzt mal die Töne nochmal vor. Und dann könnt ihr so lange an eurer Ukulele rumdrehen, bis eure Seite den gleichen Ton hat wie meine Seite. Also, die G-Seite fängt an. Hier ist noch grün. Jetzt kommt die C-Seite. Wenn ihr schnell seid, kommt jetzt die E-Seite. Und zum Schluss die A-Seite. Was mache ich da gerade? Oh, Entschuldigung, ich sehe hier gerade ein G. Ein Giss. Das A zum Schluss, natürlich, das muss ja die A-Seite sein. Das Schöne ist bei Ukulele-Spielern, sie haben auch Spaß an dem, was nicht klappt. Also, die A-Seite. Denn große Clowns essen alles. Ja, ihr Lieben, ihr könnt anstelle eines Stimmgerätes auch ein Smartphone nehmen. Da gibt es auch Apps mit Stimmen, mit Ukulele-Stimmgeräten. Das kostet nichts. Ist ein bisschen Werbung dabei vielleicht. Ob es funktioniert, probiert es aus. Manche sind richtig gut, manche vielleicht nicht so ganz. Ich schwöre immer noch auf dieses Teil. Das kann ich hier in die Hand klemmen. Und das funktioniert. Ich muss mir nur merken, wie die Seiten hießen. Nämlich große Clowns essen alles. Ja, ihr Lieben, das war's bis jetzt. Viel Spaß mit euren Ukulelen. Eurer Duke, Detlef Dresen, Ukulele Duke. Tschüss!